Wir müssen einfach alles versuchen. Immer wenn Land in sich war, ist Melinda aufgetaucht und ist so nahe wie möglich ans Ufer angeschwommen. Sie hat Schildkröten, die Robben, die Pinguine, die Möwen und die Eisbären gefragt. Aber auch diese Tiere konnten ihr nicht weiterhelfen. Sie hat sogar den Mond gefragt, der mit seinen Strahlen bis auf den Grund vom Meer herabgeleuchtet hat. Aber auch der hat nicht gewusst, wo Perle schön ist. Ach, kleine Nöck, was sollen wir auch machen? Wir haben alles versucht, um die Perle zu finden. Wenn wir sie dem Meerhex nicht bringen können, musst du für immer ein Seepferdli bleiben. Seepferdli hat traurig den Kopf geschüttelt. Schwätzen hat sie ja doch nicht können. Dann hat sie fest an der Leine gezogen. Willst du heimgehen? Ich glaube, ich finde den Heimweg nicht mehr allein. Du musst vorausschwimmen und mir den Weg zeigen. Seepferdli hat genickt und ist vorausgeschwommen. Sie sind 3 Tage und 3 Nächte durchgeschwommen. Ganz erschöpft sind sie beim alten Wassermann angekommen. Er ist gerade auf einem grossen Stein vor der Höhle gesessen und hat seine Dreizackgabel in der Hand gehabt. Über den Besuch von der Melinda hat er sich gefreut. Seepferdli hat er gerne nicht beachtet. Ja, hoi Melinda. Endlich sind wir wieder daheim. Wir haben eine lange Reise hinter uns und sind ja so müde. Der alte Wassermann hat zuerst Melinda, dann das Seepferdli fragend angeschaut. Er hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ja, wer ist denn das da? Aber das ist doch der kleine Nöck. Verschrocken hat der alte Wassermann das Seepferdli angeschaut. Er konnte nicht glauben, dass das sein Sohn sein sollte. Die Melinda hat dem Seepferdli fein über den Kopf gestreichelt. Dann hat sie angefangen zu erzählen, was sie alles erlebt haben. Plötzlich hat der Wassermann angefangen zu lachen und seine Dreizackgabel geschwungen. Die Melinda hat den alten Wassermann erstaunt angeschaut. Ja, weisst etwa du, wo sich die Perlen schön befinden? Ja, klar. Voller Freude hat der alte Wassermann erzählt, dass der Stachelfisch, wo der Meerhex ihre Höhle bewacht, vor vielen Jahren die Perlen verschluckt hat. Aber der gibt uns die Perlen bestimmt nicht freiwillig raus. Ja, da wäre ich nicht so sicher. Der alte Wassermann hat einen guten Rat gewusst. Wenn man einem Stachelfisch einen Löffel voll Honig gibt, würde er die Perlen wieder rausspeuzen. Honig? Ich habe doch keinen Honig. Warte mal. Der alte Wassermann ist in seiner Speiskammer verschwunden.